Elektromobilität soll sich bekannt machen und dafür sorgen noch schon verschiedene Marken, so wie Hyundai zum Beispiel beim Ioniq 5. Der Hyundai Ioniq 5 als rein elektrischen Auto bietet schon eine große Autonomie und bietet zusätzlich viel 5 Features an. Der Hyundai Ioniq 5 hilft sich mit einem ungewöhnlichen Design sowie mit seinem eckigen Karosseriedesign stark von der Konkurrenz auf. Sowohl beim Exterieur wie auch beim Interieur haben Koreaner großen Wert darüber gelegt, dass sich ihre Ioniq 5 auch von der Masse aufhilft. Schräg, schief Linnen, ein auffälliger Knick an den Dieren, quadratische Elemente und das Pixeldesign von den hintersten Luchten bestimmen die ganzen Auto. Bei den meisten Marken steht beim Elektromobil meistens die Linie vom SUV oder die vom Crossover-SUV bei den Designer umbläht. Auf de Goût, schon futuristisch sind Griffe von der Dier, die beim Abmachen von der Dier herausklappen. Vielleicht ein Pluspunkt für die Aerodynamik, aber nicht so praktisch beim Abhaken. Den Interieur vom Hyundai Ioniq 5 kann ich schon als ein Platz vom Wohlfühlen aufstufen. Du gibt es komfortabel feuchte Sitze sowie auch Sitze an der zweiten Reihe. Mit viel Kopffreiheit auch schon Gefühl gehen, an einem Modell von der ersten Klasse zu sitzen. Natürlich kann in sich auch seine perfekte Sitzposition nachstellen. Es gibt noch genug USB-Anschlüsse mit kleinem Nachteil, dass es kein USB-C-Anschluss sind. Aber dafür sorgen, dass die Akkuren vom Smartphone oder der Tablet immer voll geladen sind. Den Tableau de Bord, der Arbeitsplatz zum Chauffeur mit seinen knapperchen Aschhaltern als proper und evaluiert aménagiert, was dem Chauffeur auch ein grosser Hilfe ist. Wie viele Modelle von der Konkurrenz hat der Ioniq 5 auch zwei mit den verbundenen Displays hinter dem Volant. Jeweils ein 12,25 Zoll Bildschirm für das Cockpit und das Navigationssystem. Den Zentraldisplay hält viele Informationen parat und unter anderem auch die Autonomie vom Auto. Das meiste von den einzelnen Menüen wird doch über den zentralen Touchscreen gefeiert. An hier hat Hyundai noch dafür gesorgt, dass die wichtigen Tasten immer noch haptisch bedingt können gehen. Ob der Chauffeur die Präsentation von dem kompletten Informationspackage und Display gut findet, soll jeder für sich entscheiden. Doch steht Loder nach dem Ladevolumen vom Ioniq 5 am Rahmen. Unter dem Mallendeckel liegen 527 Liter Ladevolumen, sind die hintersten Sitze komplett umgelöst, passen schon bis zu 1587 Liter ran. Ich gebe sagen, die Elektromobilitätsfans erinnern sich nach ganz bestimmt um das Jahr 2016. Wo Hyundai mit Ioniq schon 3 elektrifizierte Gefähre, ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid und ein Elektrogefähr angeboten hat. Eine gute Erinnerung für den neuen Ioniq 5, die Mirlo an der Elektrovariante mit Heckundriff und großer Batterie von 72,6 Kilowattstunden pro Tag konnte fahren. Neben dieser Variante haben Klienten aber noch viel von einer mit kleiner Batterieoption an der Option zwischen Heck und Allradundriff. Unser Testauto mit der Leistung von 160 kW, umgerechnet 217 PS, hat eine proper und gute Kraft geboten. Für diese Kraft lässt sich gehen, treibt den E-Motor die hintersten Räder an. Er rieft bei Aufruf ein maximal Drehmoment von 350 Nm. Wenn er den Modusschalter auf Sport stellt und das Gaspedal richtig durchtrippelt, wird praktisch an den Sitz gepresst. Und also an 7,4 Sekunden auf der Grenze von den 100 km/h. Seine maximale Vitesse lädt bei 185 km/h. Den sein elektrisch Fahren auch weiß richtig anzudehlen, und weiß, wo die Leistung zu rekuperieren ist, kann sich auf die sogenannten iPedal und Volant freien. Er gibt über den Schaltwieb und Volant Funktion von der Fußbremse größtenteils überholt. Ein Overpedal-Driving ohne den harten Angriff. Der Hyundai Ioniq 5 hat einen sportlichen Charakter, er lässt nicht abrennen, mit der Beschreibung von seinem Verhalten auf der Straße. Sein Fuhrwerk, seine Suspension, mischt einen guten Job, hält den 2 Tonnen schweren Koreaner gut an der Spur, sogar auf der Landstraße mit vielen verschiedenen Kehren. Auch seine Steuerung kommt für mich auch gut rüber. Der Elektro Ioniq 5 schwimmt gut am Verkehr mit, an sein Tritt auf Gaspedal wird verschiedene Benzin- und Dieselchauffeuren und Stau gebracht.
Natürlich bitte noch 5 unterschiedliche Modusstufen an, iwwer dere stärkt de Chauffeur iwwer Wippen im Volant entschäden kann, wie schon fir gesagt, gemidtlich oder sportlich. Mat senger Performance möchten sogar op de freie Strecken op der Autobahn spaß. Aber während der Chauffeur vom Benziner oder dem Diesel an der Gewissheit lief, dass all 50 km eng Tankstelle ist, muss der Ioniq 5 Pilot sehr am Fuß vom Gas, weil seine Autonomie schon direkt an 20 km beim Umschalten von Eco auf normal fällt. Geht dann noch nach op Sportmodus geschaut, rechnet der Bordcomputer nach ein Kehr von 20 km auf. Aber wie wir all wissen, sind Stromladestationen nach dünn gesehen. Als jedenfalls van Ladestationen, die die Ioniq 5 bereicht, nicht zu finden sind. Hier hat die Ioniq 5 zwar einen grossen Pluspunkt, seine Hochvoltbatterien können mit bis zu 350 kW in einer schnellen Ladestation abgeladen werden. Und wenn den dann diese Station fand, berechnet der Computer eine Zeit von 18 Minuten für den Akku, um von 0 auf 80% zu füllen. Aber etwas mehr wie 30 Minuten vergehen, für den Akku voll zu laden. Mit dem Nachteil ist, dass DAX keine 350 kW Station findet und sich mit einer 50 kW Station zufrieden muss gehen. Aber wenn dann kehrt für zu tanken auch nach zu der Station passt, kann ich schon mit einer guten Stunde Aufenthalt rechnen. Wenn wir nur vom Strom schwätzen, Hyundai geht zwischen 16,7 und 18,1 kW auf 100 km an. Hier weist sich die Ioniq 5 von seiner guten Seite. Sogar auf der Autobahn mit der Vitesse von 140 km/h wird der Computer unseren Wert zwischen 19,2 kWh und 19,6 kWh auf 100 km angewiesen. Und sogar an der Stadt ist der Stromverbrauch auf 13,5 kWh auf 100 km aufgefallen. Mit seiner Autonomie wäre ich auch überrascht. Laut WLTP soll die Ioniq 5 mit 19 Zoll Rädern auch um die 481 km laufen. Wir wären nicht weiter von weg. Du hast die Ioniq 5 an seiner Grundkonzeption nicht umsonst beim Auftreten als der futuristischen Auto zum World Car of the Year gewählt.